Geschichten uit onze Geschichte Nummer 22. Ditmaal nog wat meer van wo viele Dinge mal bij ons in Mexiko waren, als we daar in de 1930 en 40 Jahren opwassen en wo zoveel het in unserem Leben geändert heeft. Als we, die we in de 1930 en 40 Jahren in Mexiko in onze isolierte kolonien opwassen, dan leefden we en handelden we door naar onze eigen Mennonitische cultuur. We deden dingen zo als Mennonitische kolonisten dat in ihre Welt, dat heet in ihrem van de Umwelt aufgeschlossenen Weg van leven al zo lang immer gedaan hadden. Zoals onze eigen Mennonitische cultuur dat verreicht hält. En ik glaube, oder beter gezegd, wir alle weten van jou, dat nicht alles, wat in onze Kultur als richtig angesehen worden ist, in Gottes Augen auch wirklich richtig gewesen ist. Aber sehr viele von unseren mennonitischen Lebenswerten wären recht und gut. Nicht nur in unseren Augen, aber auch in Gottes Sinne. Und manchmal wundere ich, ob wir von dem positiven Part von was in unserer mennonitischen Kultur, in unserem Weg von Leben, in unserem damaligen Weg von Dingen tun, in unserem Benehmen, in unserem Gegenseitigen miteinander und mit der Welt uns handeln, vielleicht zu leicht und zu sehr vertuscht haben, mit was die Landeskultur hier ist. Dann wird politischer und kultureller Weise richtig scheint, oder dort, wo in irgendeinem Land für kulturell oder politisch richtig geholt wird, dort ist in Gottes Augen bestimmt lang nicht immer richtig. In Mexiko, in einer mennonitischen Kolonie, wo wir in den 1930 und 40 Jahren abwassen, da ging wir oder fuhr wir, wenn uns dort bei unserem Haushalten oder bei unserem Wirtschaften an irgendwas fehlt, nicht immer furzen um Stuhl und Koften dort. Wenn eine Mutter dort in Mexiko an einem Tag bei ihrem Eten merken, an ein Ei, ein Bett mehr Hefe, ein Bett Salz oder Zucker, Backpulver oder Backsoda, ein Bett Butter oder Schmalt, ein Bett mehr Mehl oder selbst an irgendwas fehlt, dann jingt sie entweder selbst oder sie schickt ein von ihren Kindern, wenn die all groß genug dort wären, nur ein von ihren Verwandten oder Nachbars am Dorf hin und liest sich dort durch, was an diesem Tag fehlt. Und wenn ihr Mann oder sie selbst und ihr Mann dann an einem anderen Tag, wo am Stuhl angekauft haben, dann bracht sie selbst oder ein von ihren Kindern die Verwandten oder Nachbars auf, was sie von an geliebt hat. Wenn das Zeit geworden wäre, dass ein Bauer oder seine Jungs ihre Werken oder Baguosten schmieren sollen, und dem Bauer seine sogenannte Werkenschmierdose ladig wäre, dann ließ der Bauer oder sein Jung ein kleines Dosje voll Werkenschmier von einem von ihren Nachbars oder Verwandten am Dorf und schmierten die Werken und Baguosten. Wenn einem vorher seine Schweine aus ihrem Hack rausgekommen wären oder rausgebrochen wären und seine 13 Nägel alle geworden wären, dann ließ er eine bestimmte Zahl Nägel von seinem Nachbar oder Verwandten und Milch selbst oder seine Jungs ihr Schweinhack trägt. Wenn wir unseren Stacheldrahttun trägt merken wollen und unsere Fanshospen alle geworden wären, dann ließ wir eine bestimmte Zahl Hospen von den Nachbars und merken unseren Tun trägt. Wenn wir unsere eigene Schau oder unsere Geschwister ihre Schau versohlen sollen, und unsere 5/8 soll je Pflegen alle werden, ehe wir damit fertig geworden wären, dann ließ wir uns pflegen von unseren Nachbars und wir können das Schau versohlen fertig.
En wann Vater dan in de stad geweest weer, en werenschmeer, fanshospen, 3 saljeneel en 5 achtel saljeplegen gekauft had, dan bracht we den obers auf, wat we van aan gelied hadden. In de 1930 en 40 jaren, als we in Mexiko opwassen, dan hadden nog lang niet alle buren am dorp al het handgereedschaft. En woont aan dat hanen waren mal veel. En wanneer een buur oder zijn jongens dat bij een gewisse arbeid aan een gewisse handgereedschaft fehlt, woont ze niet houden, dan lieten ze zich dat van een Nachbar, wanneer ze houdt. Eine gute Handsau, zum Beispiel, zum das Wehrsauen, hat wohl sozusagen jeder Bücher. Aber eine gute Handsau zum Schelpen hatten wenige Nachbarn im Dorf. Und wenn zum Beispiel einem Bücher seine Jungs von Breda oder sogar von Bohlen was merken sollen, und andere dabei neidig an eine Schelpsau fehlt, und sie aber keine haben, dann lieden sie so eine Sau von einem Nachbar im Dorf, wo eine hat. Und so wordt het ook met irgend ander handgereedschap gedaan. Ik weet nog dat in jene tijd jeder jonge buur, jeder aanvanger, am liefsten eine Henry Diston handsau haben wolle. Viele buren en ihre jongens kauften keine handsau, wanneer het niet eine Henry Diston zou weer. En als ik mijn eerste handsau 1949 kijken wil, en kocht hem ook, en mij weer gezegd had, dat een Schulzen hardwarestoer Henry Diston zou te kijken wären, dan wil ik door een zo'n zou kijken, aber die wären, als dat kort voor Weihnachten weer, alle uitverkauft. En dan wil Schulz mij en een paar andere jonge mannen wanneer ook een handsau kijken willen, een handsau van een andere compagnie aanprijzen en loven. Oder loven. Zum demonstreren dat deze zou beter weer als een Henry Diston zou, neemt Schulz een Henry Diston zou en buigt hij zo kram dat hij durch den Sauenhandel atelier zal stuk. En wijst ons dat deze zou in bed kram blijft, wanneer hij dat gedaan had. En dan deed hij dat met deze van de andere fabriek ook zo. En wijst ons dat deze zou daarvan niet kram gebeuren weer. Dat hij gans terugsprong wanneer hij de kruid zo wijd gebeuren had als de Henry Diston zou. En dan verzocht hij ons te erklären dat dit bewijs dafür weer dat deze zou van beterem Stahl gemerkt weer als de Henry Diston zou. En zeid ons dan dat deze zou atelier pesos billiger weer als jane. Aber wir wären alle noch immer nicht interessiert in diese andere Sau kijken. Und dann sieht Schulz ungefähr so. So sind wir Menschen. Wenn eine Fabrik ihr Handgereitschaft bei uns erst den Namen hat, dass es das Beste ist, dann kann eine andere Fabrik ihre Gereitschaft nicht so sehr verbessern, dass wir dort glauben, dass ihre Gereitschaft wirklich besser ist. Nicht einmal, wenn das klar zu beweisen wird. Aber wir junge Männer wollen doch wohl alle nicht von dem anderen so gesehen worden, als wenn wir nicht mehr daran glaubten, dass mal eine Henry Diston Sau eine gute Sau wäre. Ich wenigstens wir innerlich überzeugt, dass Onkel Schulz recht wäre. Aber ich sehe ihm dort nicht und ich kauft auch nicht die bessere Sau. Und warum kauft ich die nicht? Na, wegen Peer Pressure. Ich will ganz einfach, so als jeder andere junge Mann, eine Henry Diston Handsau haben. Ich werde nicht diese bessere Sau zu kaufen, weil ich nicht weniger zahlen will als meine Gesellschaftskameraden. Ich will so sein als die wären. Noch viel Mal habe ich, wenn meine von viel zu wegem Stahl gemerkte Henry Diston Handsau beim damit arbeiten verbücht, daran gedacht, dat ik wegen Peer Pressure, wegen met andere gelijk zijn willen, mal nicht die bessere Sau gekauft had, wanneer Onkel Schulz mij vergeloofd had.
aber später eine Nudistensau gekauft. Die meisten von unseren Eltern versuchten ihre Kinder so abzutreiben, dass die Arbeitsamkeit lehren sollen. Und dort, so dachten sie, muss dadurch getan worden, dass sie jeden Tag was zu tun hatten. Aber das wird nicht immer so leicht zu tun, wenn die Familie groß wird und das Geld nicht da war, um für jeder Jung und jeder Mädchen was zu tun zu merken. Jeder Tag. Und da mussten wir, Jungs und Mädchen, sehr viel mal für ein kleines Lohn für andere Bürgers was tun, wo ein bisschen mehr Geld und weniger Arbeiter hatten. Man hört, als wir junge Jungs wären, einmal sagen, dass hier und da Fotos gewast wären, wo ihre Jungs, wenn sie selbst nicht gefangen haben, für zu tun, dass sie dann mögen ein großes Loch graben und dann dort war das Tauschschaffeln. Ich glaube aber nicht, dass es bei uns wirklich so eine Fotos gegeben hat, wo wir zu diesem Ansehen extrem gewohnt sind. Aber wenn das Land in den Wintermonaten gepflegt worden wäre, wenn in der Erde all nicht viel Feuchtigkeit wäre, dann war das manchmal ziemlich klitrig. Und dort wäre in unserer Zeit so Mode, dass auf dem gepflegten Land im Vorjahr nach vordere Zeit alle Kliter fein geächt worden mussten. Und manchmal mussten einige Vaters ihre Jungs, wenn die Vaters das nicht vereint zu tun hatten, immer weiter noch einmal das gepflegte Land äten, auch wenn die Jungs dachten, dass dort keine Kliter mehr fein zu äten wären. Ich weiß noch, dass ich in den Vorjahrmonaten manchmal für einen anderen Bauer am Dorf den ganzen Tag hinter der Erde gewohnt habe oder gewohnt sie, wenn ich mit Pferd für am eten musste. Und weil ich sehr platte Feit habe und platte Feit nicht sehr gut vertrauen, den ganzen Tag zu wohnen, haben mir dabei manchmal sehr die Feit wehgetan. Besonders holen platte Feit dort lang wohnen nicht gut uit, wenn die nicht eine gute Show sind, wenn die nicht gute Show anhaft. Und wir Jungs hatten damals überhaupt keine alldagsche Show. Wir gingen am Alltag entweder platt Boft oder wir gingen mit selbstgemerkten Huaraches, wo wir von alle Reifen gemerkt hatten. Und dann, als ich einmal war für Ole Franz Ensen in Blauenwoerd auf einen 1,5 Kilometer langen Kegel eten musste, dann hielt ich einmal auf dem hintersten Kegel, als ich gerade angefangen hatte, ein bisschen still und verreif mich meine Feit. Ich dachte gar nicht daran, dass meine Fühler schrocken nicht stehen bleiben würden, und ich ließ die Linen einfach auf der Erde liegen. Aber dann mit einmal hitzt da wer eine Maxerschrug hinter mir, und als meine Fühler das Pferd hinter uns vorbei rannen hörten, dann checkten die sich einmal an, sahen auch an und rannten mit der Erde taub weg. Und ich stüß heran. Aber ich wollte nicht auf die Erde abzustoppen und die Linen zu nehmen. Mit einmal schmied ich mich auf den Bock, auf die Erde ab und kriegte die Linen auch wirklich zu holen. Und die vielen Schrucken leiten sich auch ganz leicht abholen. Ich glaube, die wurden auch ohne abgeholt nicht mehr weit gerannt haben. Mein Bock wird dabei nicht geworden, der hat nicht einmal einen Schramm, aber nu wir meine Bächsenschlaub ganz von den Bächsen losgereten. Was soll ich nu tun? Ich konnte doch nicht mit einer Hand die Bächsen holen und mit der anderen die Linen und dann so wieder eten, was das Abend war. Aber die Eidhängen und die Erdgelenke lassen ja immer dort Iserdraht taub. Und ich nehme einfach enger Draht, näht meine Bächsenschlaub damit weiter an und näht weiter wieder. Aber wo soll ich dort nicht merken, dass die Leute dort am Dorf nicht alle sagen oder sein würden, wo meine Bächsen verflärt wären und wo grob der Draht war, mit wo ich gefleckt hat.
besonders will ich nicht haben, dass Tante Ernst dort sein soll, wenn ich nach Hause kam. Und ich dachte, mit einmal gar nicht mehr da an, dort meine Feit weiterden, aber bloß an, was Menschen sagen würden, wenn die mir und meine bunte Schlaubechsen sein würden. Aber ich fuhr all da wären, lauter aus gewöhnlich nach Hus, so dass es dies da sein soll, wenn ich kam, und hofft, dass das dort verwegen wird, dass ernsten mich nicht an meine bunte Wechsen sein würden. Aber so schön, dass ich tüs angekommen wäre, oder wenigstens als ich de Pferd was am Stall had, dann kam Tante Ernst und dacht für mich mit ihrem Latoren, so dass ich soll Schmack sein können, zum de Pferd noch Futter geben und auch zum wo de Seelen abgehangen worden sollen und so weiter. Und als ich mit alles fertig war und versucht, mich durch die Hänge der Rüte schlecken, dann passiert, was ich gefertigt und nicht gewollt had. Tante Ernst bleef mit ihrem Latoren ganz dicht bei mir und verlangt, dass ich hineinkommen soll zur Ovenkast. Ich musste mal an die viel dagere Eetstoven hinkommen in Ovenkast eten. Ob sie meine twee Bächsen in den groben Draht gesehen hat oder nicht, das weiß ich nicht. Aber gesagt hat sie nicht und das wäre gut genug für mich. Aber nun musste ich noch tüß damit fertig werden. Was wird Mutter nu sagen, wenn sie meine zwei Schlaubechsen sein wird? Und besonders, wenn sie sein wird, wo mein dicker eiserner Twirm in der Leben auch noch so eine große Leiche gemerkt hat. Und was würden meine Geschwister sagen, wenn die mir an meine bunte Bechsen sein würden? Aber das wäre nicht so schlimm, als ich mir das gedacht habe. Ich muss Mutter wohl erklären oder vertalen, was geworden wäre. Aber dann sprach sie sich dankbar aus dafür, dass mir da nicht geworden wäre. Und als Tüß dann alle gut gelacht haben über mich, über wo meine Schlaubechsen aussagen, und ich die dann ausgetragen habe, und an meine sonntagsche Schlaubechsen stück, dann war da alles gut geworden. Und nu zwischen erstmal war da davon, wo andere Menschen, die nicht Mennoniten, uns gesehen haben, besonders von wo Walter Schmiedehaus in seinem Heft oder Büchje auf verschiedene Wege beschrift, wo er viele von unseren Mennoniten gesehen hat. In seinem 54-seitigen Heft, die Allkolonier Mennoniten in Mexiko, schildert Schmiedehaus, wo er viele von unseren Lied gesehen hat. Und er nannt, was er in diesem Heft schreibt, einfach Erinnerungen. Und er sagt an dem Verwort zu diesem Heft unter anderem so: Als ich im Jahr 1923 als Bankangestellter nach dem damaligen San Antonio de los Arenales von der Cuauhtémoc handkam, dann möchte ich zum ersten Mal Bekanntschaften mit diesem mir dorthin fremden Siedlervolk von dieser Herkunft, wo mich dort bald aufrichtig interessiert und wo ich damit dienstlich und geschäftlich viel zu tun gehabt habe. Und bei der ich schließlich lang dich bewohnt habe. Hier brech ich aber weiter auf für das Mal. Nächstes Mal noch mehr davon, wo Walter Schmiedehaus in seinem Heft Allkolonier Mennoniten in Mexiko auf verschiedene Wege beschreibt, was seine Erinnerungen sind, von was er mit unseren Mennoniten in Chihuahua erfahren und erlebt hat. Bis nächstes Mal. Ich bin George Rempel.